An unserer zweiten Emission für dieses Jahr weisen wir euch ein ganz variiertes Programm aus verschiedenen Motorsportbereichen. Für Last zu lehen, fangen wir an mit den Bierschkursen. Für die ersten könnt La Broc und dann Grand Cours. Die Mission Faszination Motorsport wird unterstützt von der Entreprise Zenners SARL von Kruchten. Seit 2010 machen wir alle Art von Terrassementen und Demolitionen. Sie wird für Privatleute, Entreprisen oder Promoteuren. Kontaktiert uns unter der Nummer 691 264 995 oder per E-Mail auf zennersmark@pt.lu. De ce championnat historique catégorie dans le baquet, on est quasiment couché. ...2446 Meter aus Bierschkurs vu La Broc lang. Am schnellsten ass de Bierger opgefuer de Sebastian Petit. Richt an der dritter Marsch kommt hien de Cyril Franz iwwerhoelen, de bis du hinner unterspëtzt war. De Cyril firt man eng Osella PR30 Turbo. Schlussendlich gëtt hin zweeten mat eng minimalere Tag. Op der dritter Platz ass Neesinn aus der Familie Petit, anzwa de junge Kevin mam Norma M20 FC BMW. Just die 3 Eichpiloten am General sind die 2,5 Kilometer in enger Minute herabgefahren. Echten Auto gëtt Yannick Poissignon, 18. am General am BMW M3. Den 21. Platz geht um Philipp Schmitter am Audi RS01. Der Belge Loïc Cordier placiert sein Porsche auf die 30. Position. An diesem Klassement sind alle Kategorien zusammengerechnet. Den 11. Juli war dann noch endlich Ouverture vun der Lützeburger Bierschmeisterschaft. Schnellsten war den Daniel Donkels mam Liger. Am General könnten dann op die gut 12. Platz. (19. am General an 2. Lützeburger aus Heim Frankreich, de Canio Marchioni mam Osella. De Sam Prickards realiséiert eng gut Performance mam Fiesta. Hier kënnt op die 56. Platz. Ass dëtschnellste Lützeburger aséiert den Auto am Lützeburger Feld, wo de Sam den 12. gëtt.
Da fanne mir nach den Erik Bëttel mam Peugeot 205, 13. an der Lützburger Kurs. Et kommen 100 Himnach, de Chris Klein, Sandra Becker mam Clio vu Mike Souvenir, Tanja Flammang mam VW Fancap, de Franz Flammang sowie Monique Becker an de Kevin Hansen mam VW Golf 1. No der flotter Kurs an Frankreich geht et lo an Belsch. Weil 100 Piloten hatten se jo gemeldt fir d Bierschkurs zu Grandcourt, die och zu Lützburger Bierschmeisterschaft gezielt huet. Den Tracé ass 1900 Meter lang. Drei Morsche Stunden no Programm, worënner die schnellst Goal gëtt fir Klassement. Eigentlich war Kurs schon echten Lauf entscheet, wëllet werden die Inzechkeier wo Piloten am Drechnen ennner perfekte Konditionne konnten opfer. De Favorit Cyril Franz gewinnt ganz klar Kurs ma Mosella Turbo an enger Zeit vun 38,81 Sekunden, wat eng Moyenne vun 176 km/h ausmacht. Zweiten gëtt de George Schmitz mam F3000 an op die dritte Platz kennt de Jacques Goulet mam Nom. Den echten Auto von mir op der 14. Platz. Das ass kein anderen wie de Stefan Aimant vom BMW. Aéi schon zu der Brock gëtt ochrem den Daniel Donkels den echte Lützburger. Den Eislecker gëtt den exzellente 6. am General.
Achten gëtt de Canio Marchioni. Am Bild de Lëtzebauier Erik Bëttel, de mat Belscher Lizenz fir. Den Erik gëtt den 19. am General mat senge Pëgel. Dritten an der Lëtzebauier Wertung an 20 am General gëtt de Chris Klein, den de ganze Sondech mat Probleme op segem Fanbus ze kämpfen hat. Nach zu erwähnen die gut Performancen vum St. Prickards 22 mam Fiesta a vum Sandra Becker-Donkels, dat gëtt dat 25 mam Alpha. No den 2 Bierschkossen kommmer dann und Trollien an eurer Emission Faszination Motorsport. Wir starten am Frankreich. Heute war der 17. Juli der Rallye de Printemps zu Nantes. Das war regionale Rallye mit ca. 40 pp-Kilometer, 2x2 spezielle Stunden im Programm.
Echten am General gëtt de Jean Renault Marschall mam Citroën C3 R5. An hai am Bild mat der Stadt 20 de Ludovic Jeudy mat eng Peugeot 205 Maxi heget den zweeten am General. An als dritten klasseiert sech de Serie Tavia am Citroën DS3 R5. Am net ze vergiessen die feierte Platz vum Erik Knem am Peugeot 207 a vernünfte gëtt de Pierre Georgel mat eng Renault Clio. Wir bleiben am Frankreich. Weiter geht am Rallye du Cap d'Orchuet. Der General gesagt folgende müssen aus. Sensation. Echten, de Ludovic Jeudy, man Peugeot 205. Zweitens gibt es
Bernard Mougin bei einem Skoda Fabia R5, am dritten Jean Renault Marchal am Citroën C3 R5. Der Rallye-Zerf ass 2021 net wie gewinnt Ostersamste gevorgehen, méi matten am Summer den 31. Juli. 7 spezielle Stunden Programm. Gewonnen huet den Timo Bernhard fir Dennis Rostek beit mat VW Polo R5 umstart. Die dritte Platz geht um Thomas Lorenz und Fabia S2000. An der Team können als Feierten den Oliver Bliss, a 5. gëtt de Rainer Noller am Mitsubishi Lancer Evo 8. Der Rallye war die dritte Marsch vun der Coupe de Luxembourg de Rallye, an mir gucken direkt wie d'Lëtzbauer Piloten a Co-Piloten aufgeschnitten hunn. De Patrick Frank an Lëtzbauer Kick Foxius kommen am Lanzer op die 11. Platz am General, a waren froh, mal enker Ziel ze gesinn. Gun net weit hannen rund werden Andy Schaus mat segem deitsche Co-Pilot Jens Erik Brack den Equipage bewecht den Opel Adam op die 14. Platz. Ausgefallen ass de Mike Subnehmen am Clio,
Nicht durch die Sortie, mehr an der dritte WP war Clio kein Benzinsdruck mehr und den Abandon war nicht zu vermeiden. Den Equipage waren aus Kirchsöhnen als nicht viel mehr weit kommen. Nun der WP4 haben auch sie müssten abgehen, weil der Motor Lenzer zu warm ging ist. An eng Zweetkehr des Joer war am Flugfeld zu Bitburg fir Slalom vun der Deitscher Meisterschaft. Gewonnen huet de Mario Fuchs ma Mitsubishi Lancer. Zweeten gëtt de Marvin Schnittger mat eng BMW. Die dritte Platz geht um den Philipp Hartkamper mat eng VW Golf 1. De Group F gëtt gewonnen vun Patrick Ocht mam BMW. An de Group G geht um den Nick May mam BMW M2. Also okay, Tonja? Yes, alles gut. Grad huet Start geholt den Ex-Rennleiter vum Volkswagen Bierschrennen, de Günther Hoch. Mir nie gefrot, wie man der Kurs so steht. Auch mal vielmals merci an Pascal. Ich habe mich richtig gefreut, den heute zu sehen. Da hat also auch von Lützeburg Reportagen von Bitburger Slalom gemacht, den fand ich immens gut. Die Frage zum Bierkurs zu Wolfsfeld, natürlich steht man gerne machen. Wir müssen immer wissen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Da. Am liebsten ja. Also der Verein ist bereit, der Fahrer ist bereit. Ich denke noch, die Kollegen von Lützeburg, die wären noch riesig froh, wenn sie heute nochmal an der Nähe etwas fahren könnten. Wir drücken jetzt alle gut den Daumen, dass wir nächstes Jahr das noch mal ein bisschen gut Zeit haben und dass wir da wirklich noch mal Bierkurse fahren können an Eschdorf, zu Bitburg, überall praktisch an Deutschland, wo ja alles umschlafen ist. Man sieht, dass am Ausland nicht so eng gesehen wird. An der Belgien geht gefahren, zu Frankreich geht gefahren. Ich war aber zweimal zu so einem kleinen Bergslalom nach Österreich. Wunderbar tolle Veranstaltung. Man sieht sich etwas, dass man überhaupt nicht fahren könnt. Und so sind ich an für sich auch heute zum Slalom kommen, das von diesem Verein. Aber ich sage, Slalom fahren, ich will einfach ein bisschen Spaß und ein bisschen fahren. Und das hat dann für sich ganz gut nach 5 Jahren Pause nochmal geklappt. Die Piloten sind stehen geblieben, das Auto ist ganz. Und ich bin dann für sich bis auf die Zeit ganz zufrieden. Aber morgen gucken wir nochmal, da geht noch ein bisschen. Afir aufzuschließen, weisen wir ich nach 6 Minuten vom Autocross von Krombach. Dies ohne Kommentaren, wie das es nicht zur SWASV-Meisterschaft gezählt wird. Genießt einfach Bilder, und ich so ein schon Adi, bis an ein paar Wochen für die nächste Emission.
On ne peut pas voir parce qu'on va faire...
Die Mission Faszination Motorsport gëtt unterstützt von der Entreprise Zenners SARL vu Kruchten. Zter 2010 mache mir all Art von Terrassementer an Demolitionen, sie wird für Privatleute, Entreprisen oder Promoteuren. Kontaktiert uns unter der Nummer 691 264 995 oder per E-Mail op zennersmark@pt.lu.